Morgen zusammen. Da sind wir wieder. Wir Ulanen hier aus Sylt. Diesmal haben wir Verstärkung mitgebracht. Das ist das 2. Garde-Ulanenregiment Bedburg. Dort ist die Stadt Geltra. Und so holen wir auch noch Base. An der Spitze steht der Jürgen O. Richtig? Komm, zeig dich. Und der Rainer Pech haben sie, glaube ich, auch mitgebracht. Der hätte das Ganze hingefallen. Lieber Joel. Geht so mit. So, mit aufgetrocknet ist uns alles hört, das spielen wir uns zu. Rosen, genau, das hatte ich wieder mit. An der Spitze der Kommandant Helmut Sester. So, und die heizen uns noch richtig in zum Anfang. Ey, Litsche 2 und wenn es geht, dann bitte direkt. Das hin. Öner
und ich kann mal eine Kriemele. Da haben die großen Gesellschaften, haben Tanzmaries und wir haben eine richtig Bürgsche, ne? Oh, ich darf sie noch mal kurz nennen. Das ist der Philipp Wolf, die Julia Buchholz. Ich sag das jetzt einfach so, Andi und Asur, weil der Name sage ich nicht kenne. Früher war man nicht alle so schick im Bett. Deshalb trinkt ihr jetzt ein anderes Mal. Da würde ich nur neben Guido gucken. Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seid ihr gut drauf? Ja! Ich darf mich kurz vorstellen, Hoss ist mein Name, Guido Hoss, und ich bin Vertreter für Herrenunterbekleidung, im speziellen Fein- und Doppelwip-Unterwäsche von der Firma Arschfarm. Nun, warum bin ich hier so viele Menschen auf einem Haufen, habe ich mir gedacht, hier kannst du mit Sicherheit das ein oder andere Höschen feilbieten. Normalerweise würde ich heute Abend diese Hose persönlich an meinem eigenen Körper präsentieren. Ja, aber meine Frau hat gesagt, so wie ich im Moment aussehe, kann ich mich nicht vor die Leute wagen. Ich sehe aus wie das fleischgewordene Michelin-Männchen. Ihr merkt das ernst, ich hatte mir zu Weihnachten etwas gewünscht, was in 3 Sekunden von 0 auf 100 ist. Ihr habt mir dann eine Personenwaage geschenkt. Auch mein Arzt hat gesagt, ich sollte dringend was für meine Figur tun. Ich müsste mich vor allen Dingen viel früher bewegen. Ich habe gesagt, was soll das heißen, früher bewegen? Soll ich jetzt morgens um 8 Uhr schon Liegestütze machen? Womit soll ich denn anfangen? Hat er gesagt, es reicht, wenn du damit anfängst, den Kopf zu schütteln, wenn man dir etwas zu essen anbietet. Ich habe mich daraufhin so einer Selbsthilfegruppe angeschlossen für Übergewichtige. Da sprechen wir über die verschiedensten Themen, natürlich in der Hauptsache über Ernährung. Ja, zum Beispiel Rohkost. Macht einer von euch Rohkost? Ja. Ja? Ja, Kölsch zählt nicht zur Rohkost. Rohkost ist für mich eigentlich auch nur eine Ausrede für all diejenigen, die nicht kochen können. Wir führen Wiedergebnis, 2 Nennungen. Wir sind total überrascht und freuen uns, den Präsidenten der Römergarde hier begrüßen zu dürfen. Dr. Julius, und jetzt hoffe ich mal, ich kann nicht die Lisse. Untermann. Ich hoffe, der geklappt, sonst steht immer nicht. Einen angehenden guten Freund von mir, Kurt Freischläger mit seiner Gisela, die haben uns sogar 40 € gespendet. Dafür danke mir ganz herzlich. Ich habe gesagt, es gibt leider was Trauriges zu sagen. Unser King-Size-Stick kann nicht kommen. Dem sind Tochter, ist verstorben und er hat kurzfristig abgesagt. Es ist immer schlimm, wenn so etwas passiert, aber heben sie wieder und wir freuen uns, dass wirklich innerhalb von 5 Minuten die Dummhexe dazu gesagt hat und ich jetzt um alle empfangt sie mit einem wärmenden Applaus.
dem Mikro waren noch keine Batterien. Aber wie gerade gesagt, wir sind ein bisschen kurzfristig hier hingekommen. Jetzt werden die Batterien hoffentlich noch eingeladen. Ich habe eine kurze Frage. Nämlich eine Frage, ich wollte zu Beginn sagen, das erste Lied, das ist das Lieblingslied von meiner Oma. Und würdet ihr uns einen Gefallen tun, beziehungsweise zu Ehren von meiner Oma und zu Ehren der Domhetze als alle aufstehen? Ihr Lieben, wir singen zusammen mit euch. Einfach dich, jedes nur einmal für mich. So ist es.
Chantal, die Nonname Spanisch. Ich mache einen Knick, sage recht herzlichen Dank, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Das war eine tolle Nummer. Ich hatte hier auf ihr geschwitzt, ich hatte die Daten, ich hatte nichts. Aber mal hinkriegen. So, ich habe noch was Leckeres für euch. Einmal ein paar kleine Orden. Bitte holt sie euch ab. Unsere Patrick verdenkt die Böhmische und das ist für neue Sessionen ein Zähling. Bitte schön. Und bitte sprecht mit unseren Literaten. Jo, ihr hörst du mich. Ich hätte die Mädchen gerne 18 oder 19 nochmal. So. Wir
Wunderbar. Da kann man einfach nur sagen, der Jörg hat ein wunderschönes Lied geschrieben. Und das passt hier so zu dem Abend. Das heißt jetzt einfach, ist das nicht herrlich? Ich wollte mich in der Wege an der Ecke probieren. Doch ein Junge mit Gitarre, ich habe auch mein Bier. Und alten Dienste in den Klang, wofür ich blau. Ist nach ihrem langen Wort so wunderbar. Ist das nicht herrlich? Da geht es um Jung. Ist das nicht herrlich? An jedem Blut. Ist das nicht herrlich? Da geht's für Jung. Ich weiß nicht, was ist doch der Weg jung. Will bloß nicht Tornado, da geht's für Jung. Ich hab Mädchen im Radio, ich mord und nach Bord. Sag mir, Schatz, ich hin und ich bin ganz glücklos, der Klammer. Mit Hölzlich zärtlich in Marcel. Die Hände machen ich mich hoch, was ist bloß passiert nicht? Da geht's mir um. Ist das nicht herrlich? Da geht Blut. Ist das nicht herrlich? Da geht's mir um. Ich weiß nicht, was ist doch der Weg jung. Will bloß nicht Tornado, da geht's mir um. Neulich der Anruf von meinem Chef. Er würde ganz mit mir sprechen, sagt die Hetzwitz in der Tisch. Er sagte nicht, dass ich auch sofort will. bin. Ich kann nicht einfach so nicht leben, dass ich will. Ist das nicht herrlich? Da geht's mir um. Ist das nicht herrlich? Da geht Blut. Ist das nicht herrlich? Da geht's mir um. Ich weiß nicht, was ist doch der Weg jung. Will bloß nicht Tornado, da geht's mir um. Wo ist denn der Wolfgang Wachtel? Und wo ist uns Marie? Lieber Wolfgang, schnelle, kurze Schritte. Wir sind zwar hier in Sulz, das weiß kaum einer, aber ich bin eine echte, eine waschechte Ehrenfelder Junge. Da bin ich groß geworden an 49 Dienstagszüge, auch unter dem Wolfgang erlebten. Man hatte immer Spaß, es war immer klasse. Und ich freue mich von Herzen, dass aus meinen alten Vereinen
Freunde im Saal sind. Unter anderem, wie gesagt, Wolfgang Wachtel und Michael Pitten, der leider im Krankenhaus liegt. Wir haben irgendwie Pech. Lieber Wolfgang, darum möchte ich dir für die Förderung und Verdienste um das Kölsche Brauchtum und unserer Gesellschaft unser Ehrenkätzchen verleihen. Kätzchen kriegst du nächstes Jahr, ich habe die Kopfgröße, den hat er Glück gehabt. Und bitte nimm dem Michael seine Urkunde mit. Und jetzt haben wir aber ein bisschen städtische Prominenz da. Den Fraktionsvorsitzenden der CDU Köln, ist das richtig? Herrn Bernd Kettelkau, den ich hiermit zum Oberleutnant Eulanen ernenne. Der hätte die Wusel, hätte schon 100 € in die Kasse genommen. Also, dann geht es jetzt weiter im Programm. Es brennt. Und wenn es brennt, kündigen sie uns die Feuerwehr. Und die haben wir ganz neu bei uns. Der Feuerwehrmann Presse. Wir verabschieden ihn erst mit einem dreimal Kölle. Kölle. Bundessaal. Nach der Versammlung sagt der Maschinist, jetzt müssen wir noch nach Zülpich in die Eifel. Ein Taxi ist mir zu teuer, wie kommen wir denn da hin? Ich sage, da drüben ist ein Linienbusunternehmen. Das Beste ist, wir klauen den Bus. Der Maschinist soll den ersten Bus rausstellen an der Seite, wohl den zweiten Bus rausstellen an der Seite, wohl den dritten Bus rausstellen an der Seite. Sag, warum stellt sie die Busse alle an der Seite? Sag, das ist doch eine Scheiße. Der Bus nach Zülpich steht ganz hinten. Und wir haben zwei ganz unbedeutende Persönlichkeiten des FCs auf der Bühne. Einmal Stefan Müller-Römer, den Verwaltungsratschef, ich darf ihn nach vorne bitten, den erkennt keiner jetzt. Und dann unseren geliebten Stadionsprecher Michel Trippel. So, mein Fanclub des 1. FC Köln ist jetzt erst recht. Und damit er alle jetzt Nordström, die kommen aus Grevenbruch, sind auch eben in der Abordnung. Ich grüße dich, Norbert. Und wir hatten das ein bisschen anders vorbereitet, aber was sagt uns das Leben? Es kommt meistens anders, als man denkt. So, den Text lese ich jetzt erstmal vor und dann bietet ihr anderes wie drauf steht. So, einmal Stefan Müller-Römer, einmal Michel Trippel. In Würdigung ihrer Verdienste um das Kölsche Brauchtum und die Förderung unserer Gesellschaft verleihen wir Ihnen unser, und jetzt machen wir das anders, die Urkunde komme nach, ich befördere hiermit Herrn Stefan Müller-Römer zum Ehrenleutnant. Michael Trippel zum Fähnrich. Und jetzt hat er zwei Bäche, hat andere eine Urkunde, wir freuen uns und die wird nachgeliefert. Ist versprochen, die kommt nächste Woche bei Post. Ich bedanke mich, wünsche euch noch viel Spaß mit unserer Sitzung und hier steht die Hälfte von unserem Irrrad, doppelte von unserem Irrrad zurück. Ich darf die Kölsch nicht. Das ist furchtbar. So, das sind die Jungen und Mädchen von der Iseburg. Und ich kann euch nur sagen, die tanzen jetzt für die geehrten
und ich wünsche euch viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Empfang gegeben. Wir wünschen einen recht schönen guten Abend. Herrlich, hier ist endlich mal Karneval, hier ist endlich entlassen. Wir brauchen ein bisschen Unterstützung von euch. Schenkt uns bitte einmal diesen Takt hier. Das sieht schon mal gut aus. Ihr könnt ausflippen und ihr könnt jetzt singen. Und das Ganze machen wir mit einem ganz einfachen Anfang, damit ihr auch alle mitmachen. Warte mal ganz. Ja, bada, bada, ja, bada, bada, ey. Jetzt sind wir dran. Kennt ihr das Lied schon? Einmal üben. Ja, bada, bada, ja, bada, bada, hey, wir sind dran. Perfekt. Und wir alle zurück. Hey, yo. Was für ein schöner Sinn. Und wir alle zurück. Hey, yo. Wenn wir zwei zusammen sind. Doch immer der ganze Tag. Und morgen wieder fort nach. Und wir alle zurück. Hey, yo. Wo sind die Musik? Jetzt sind die wieder dran. So. Ja, bada, bada, ja, bada, bada, hey, yo, ihr alle. Herrlich. Hey, yo. Ja, bada, bada, ja, bada, bada, hey, yo, ihr seid dran. Und wir alle zurück. Weil Musik, die Musik. Dankeschön. So sind wir doch schon mal richtig eingestimmt und gefasst. Ladies and gentlemen, hier ist Mr.
fühle mich wie aus dem Ei gepellt. Dann sieht man, du hast eine Eierschale noch am Kopf kleben. Kannst du vielleicht uns so sagen, wo du jetzt her bist? Das sieht man doch wohl, ne? Vom Friseur. Meerschweinchenmütze. Er trägt eine Meerschweinchenmütze. Meerschweinchen. Das ändert sich. Was ist los? Bist du denn dran gekommen, mein Friseur? Ne, pass auf. Ich komme da raus, ne? Bei dem Friseur. Pony weg. Ja, wer hätte das gedacht? Er ist jetzt an der Macht. Ich habe Scheiße. Meine Morgenbraut. Frieden ist es wirklich unbegreiflich. Ich sag euch, ich hab die schönsten Haare, die Frisur, die sieht perfekt. Die Rede hat's nicht geschafft. Die Schilder sind gedeckt. Wie ich keine Applaus. Ihr fragt, wer will nicht. Dann sag ich, die Friseure werden mich. Ja, die Friseure werden mich. Ich Handelmötz, ich bin jetzt Präsident. Ich bin berühmt, wenn mich jeder kennt. Ist das so was? Wer hätte das gedacht, ne? Donald Trump, der Mann ist original Präsident geworden, ne? Und jetzt wissen wir auch, wo er seine Wählerstimmen hat. Ne? Er war zu oft beim Friseur. 1000-mal blondiert, 1000-mal ist nichts passiert. Einmal zu viel gebleicht, Gehirn ist aufgeweicht. Was soll ich sagen? Ich hätte einen viel besseren Präsidenten gehabt. Ne? Auch so ein Self-Made-Millionär, richtiger Culture. Nur jetzt ist das in Amerika ja ein bisschen anders. Die haben ja andere Gesetze. Ein Gesetz besagt in Amerika, dass man auf der Straße keinen Alkohol trinken darf. Zum Beispiel. Ne? Aus diesem Grunde tragen die dort ihre Flaschen in solchen Tüten. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ne? Bei uns trägt man die Flaschen eher auf Tüten. Robert, ne? Jetzt stellen wir uns vor, Robert Geis wäre US-Präsident geworden. Ne? Hätte sich nichts geändert, er ist genauso blau. Ne? Aber die Carmen wäre ja dann quasi die erste deutsche First Lady im Weißen Haus. Robert Geis sagt, ich werde jetzt Präsident. Es wird Zeit, Carmen, mach dich falsch. Mein Freund, der ist Arzt an der Tritt. Und sie zog los, wusste nicht, was geschah. Wer sie war, wer sie war, wer sie war. Auf einmal wurde sie klar. Sie ist die eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, die immer lacht. Oh, die immer lacht. Oh, Einen rechten guten Abend zusammen. Herzlich willkommen hier in Simbabwe. Herr Begovic, wir sind hier in einem weltberühmten Saal, im Bruno-Saal, hier ist Karneval, das Restaurant, die Glück hat Spaß. Man kann sagen, wir sind hier im Haus der Freude. Herzlich willkommen hier im Freudenhaus. Ja, ich bin extra vom Börzchen und also ich muss zuerst mal hier der Frau Bäckermeister Schnitzmittel begrüßen. Ja. Ihr habt der Brötchen schon eine Auslage. Boah, so viel Pudding, like keine Löffel. Also nichtsdestotrotz, ich bin extra runtergekommen vom Himmel,
Und wir haben eine Sitzung gehabt oben im Himmel. Jawohl, als der Präsident gehört hat, was hier für Witze erzählt werden, hat er den Horst Bös, der Autobild, sofort auf Friedensnobelpreis gegeben. Ich habe gesagt, Willi, musst du nicht tun. Ist die Musik, ob das Sitzung viel zu laut. Und auch die Witze waren vorher nicht so versaut. Was war das vorher schön? Drum singe ich mit euch die Kirche Töne. Und jetzt mal alle zusammen, ja.
schöne Session 2017. Denkt ihr an den einen Tag. Wir sind Sprichwort besagt, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Blödsinn, ne? Ja. Wir haben ein ganz anderes Masche drauf. Ah, das sind wir schon, siehst du? Du auch? Ja. Wir sagen ganz klar. Mo bliebe komm und schenk noch eine. Also, wir sehen hier ganz einfach. Mo bliebe wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Jetzt noch mal schneller mit Musik. Mo bliebe komm und schenk noch eine.
Wir sind als Karnevalsgesellschaft ja jung. Mit einer Riesentradition, wir könnten von 1815 sein. Aus Liebe zum Festkomitee sind wir von 1849. Aber diese Tradition des Kölner Karnevals von Hannes Blom ist ein Genuss und wir sind stolz, dass wir ihn noch einmal genießen dürfen, weil er geht in den Frührente. Ein Satz noch, ne? Es ist eine Frechheit, dass der 20-Jährige in Frührente geht. So, ich darf sie euch vorstellen. Frontmann Hannes Blum. Gitarre Oliver Blum, das ist die gesund. Keyboard Bernd Kreuz. Schlagzeug Christopher Esser. Mit unserem Sessionslied, bei uns im Fädel brennt noch Licht. Wir brauchen ein bisschen eure Hilfe, auf geht's! Hopp, 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 hopp. Irgendwann, wenn jede sie zum Schluss, doch ins Lied
zurückzuholen, wenn man sie jetzt mittlerweile in der ganzen Weltgeschichte irgendwo wir Kölsche können doch nur noch sagen. Studenten sollten nicht verlesen. Studenten bringt man besser zum Chinesen. Studenten sehen traurig aus. Doch der Chinesen macht was draus. Ja, Studenten sollten nicht verlesen. Studenten bringt man besser zum Chinesen. Studenten sehen traurig aus. Doch der Chinesen macht was draus. Aber wir sind ja auf der Karnevalssitzung, da kannst du doch nichts vom toten Enten singen, ehrlich. Die sind aber lecker. Nee. Was ich ganz einfach erzählen wollte, ist folgendes: Weltmarktradio an, Weltmarktfernsehen an. Manchmal kann man nur noch mit dem Kopfschütteln und einfach sagen, Geht's man um den See herumspazieren, kann man ach so viele Tiere sehen. Hase, Igel, Achse, Fick und Weise, was sind die bunten Eichel? Auf dem See, da schwimmen ein paar Schwäne, vor lauter Enten kann man kaum das Wasser sehen. Und wenn von den Enten dann einfach verenden, dann kommt man auf die lustigste Idee. Denn so sind Enten sollte nicht verlesen. Und Enten bringt man besser zum. Genau, so Enten sehen traurig aus. Doch der Chinese macht was draus. Ja, so Enten sollte nicht verlesen. Und Enten bringt man besser zum. So ist es, so Enten sehen traurig aus. Doch die Chinesen macht was draus. dann tu doch schnell wieder weg. Ich habe schon gerade überlegt, wenn so Musikgrößen wie so ein Herbert Grönemeyer oder Wolfgang Petri so ein Lied hören würden, dann hätte nur noch mit dem Kopf schütteln, ehrlich. Ja, aber nach vorne vor lauter Begeisterung. Hättest du doch auch im Leben nicht. Solche große Künstler haben mich doch erst auf die Idee gebracht. Wer denn? Der Pater Buffig. Guck mal, wer ist Pater Buffig? Hab ich im Leben noch nie gehört. Peter Maffay, so hieß der. Der war der mit der Wanderwachse, der hat die Liebe so gut verhindert. Du kennst ihn auch. Ich kenne das. Ja, ein Wahnsinnsding. Also der Peter Maffay, der stand auf der Bühne. Ja. Und er saß. Kein großer Unterschied. Oh ja, der ist kleiner wie ich, ja. Und Peter auch. Und dann sang er folgendes Lied. Ich war 17 und sie eine 13. Ja, das denke ich. Und sie kochte im China-Restaurant. Und eine Ente sah ich im Ofen aufgehen. Sie war süß-sauer und es war sauer. Das erste Mal von dem Leben, als ich sie
Wir Lieben, die Figur watschelt so langsam so dunkel am Endenteich. Wir wollten uns mit einem Lied verabschieden, was wir schon 1996 geschrieben haben. Oft probiert, noch nie erreicht. Und wenn ihr noch keine Lust habt, nach Hause zu gehen, dann singt das doch ganz einfach mit uns zusammen mit Evangelion. Wir sagen Stefan Fischer, der habe ich noch nie gesehen. Am Schlagzeug Gerd Zwau. Akkordeon Hans-Georg Bach. Gitarre Heinz Auge. Sie begleiten mich, glaube ich, Sarah Stefan schon lange. Und Kanstrup Jon, 2019 haben wir, glaube ich, 190 hier. Das heißt, ich würde euch da gerne sehen. Und geht ihr da rum, das hätte man gut. So, hat er noch eine kleine? Ich stelle mich zu freuen. Und was sagt unser Saal? Da wird sie aufgerollt und zum China So
meinen geliebten Filur mit dem Drängel von Hetze Könne, Filur, Ulanen. Ja, das sind schon, da will ich zwischendurch hier mal kurz einschalten, nämlich, was wir noch gar nicht gemacht haben, nämlich einen kräftigen Applaus für unseren Sitzungspräsidenten, für unseren Roger. Dieter, danke, ich bin schon gemütlich. Jetzt kommt Musik. Musik, die um meine Haut geht, Trompetenklänge. Und es sind direkt zwei. Es sind Brüder, die rocken jetzt noch ins Saal. Hier kommen für euch im Jürzenich zu Plettenberg, dem Bruno-Saal, die jungen Trompeter.
ihr noch so wunderbar gut drauf seid. Stimmung ist gut. Ich würde sagen, packt euch rechts zu links in den Arm. Los, meine Schulter, mit Musik. Von rechts nach links. Aufwärts. Tanz, und dann wird es Zeit für ein Liedchen aus der eigenen Feder, ja? Und dann könnt ihr genau das tun, was ihr die ganze Zeit schon macht. Spaß haben. Singen, klatschen, tanzen am besten. Alles zusammen und ganz viel davon. Ne? Wir führen euch zu einem kleinen Ausflug durch unsere schönste Stadt der Welt, durch das wunderschöne